Жизнь наша продолжается. Unser Leben geht weiter. Милость Бога к нам продолжается. Gottes Gnade währt immer noch. Пусть наше сердце всегда наполнится благодарностью к Богу. Und unser Herz sollte immer erfüllt sein von der Dankbarkeit zum Gott. Сегодня ушли в вечность примерно 170 тысяч людей на земле. Heute sind ca. 170.000 Menschen in die Ewigkeit gegangen, so wie jeden Tag. А наша жизнь продолжается. Und unser Leben geht weiter. Мы продолжаем иметь возможность исправлять пути свои. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, unsere Wege zu berichtigen und weiterzulernen. Сегодня ты думаешь, ну у меня было время, я пришел на служение. Heute denkst du vielleicht, ich hatte Zeit gehabt und ich komme in den Gottesdienst. Нет, Господь привел тебя для того, чтобы проговорить к сердцу твоему. Nein, Herr hat dich hierher gebracht, um zu deinem Herzen zu sprechen und auch zu meinem Herzen. И сегодня ты должен уразуметь, Und heute sollst du eins verstehen, что Дух говорит тебе. dass Heilige Geist zu dir spricht. Есть эти уши, которые мы слушаем друг друга, Es динамики gibt можем die Ohren, слышать. mit denen wir einander hören, auch vielleicht Musik von Но есть внутреннее ухо у Духа нашего. aber es gibt auch ein inneres Ohr in Об этом unserem пишет Geist. Библия. Und darüber spricht auch die Bibel. И им мы слышим голос Божий, Und mit diesem Ohr, inneren Ohr hören wir auch die который Stimme вы не Gottes, услышите этими ушами. was auch mit normalen Ohren weltlichen nicht möglich В ist. моей жизни было дважды, когда я слышал Бога этими ушами. Ich habe mit den natürlichen Ohren zweimal Gott in meinem Leben gehört. Но остальные случаи всегда я только слышу внутренним ухом. Aber in allen anderen Fällen habe ich ihn mit dem inneren Ohr gehört. И имеющий ухо слышать, Der да Ohren слышит, hat, что der Дух Hörer, was говорит Geist церквам. zu den Gemeinden sagt. Итак, хороший вопрос сегодня. Ты имеешь внутреннее ухо? Gute Frage heute. Hast du diesen inneren Ohr? Бог нас создал так, что каждый имеет это ухо. Gott hat uns alle so geschaffen, dass jeder dieses innere Ohr hat. Но только у одних это ухо открыто, а у других закрыто. Bloß haben manche dieses Ohr halten ihn offen und bei anderen ist er geschlossen. И вот нужно, чтобы постараться, чтобы наши уши могли слышать Wir müssen uns голос Бога. bemühen, dass unsere Ohren auf Gottes Stimme hören. Матфея 25-23. Matthäus 23. Господин его сказал ему: хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter Mann, du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Больше всего я переживаю в своей жизни за мою духовную жизнь. Am meisten mache ich mir oder überlege ich über meine geistige За мое положение Verfassung, пред Богом. über meinen Zustand vor Gott, За мою верность Богу. über meine Treue zu Gott. Верующих много, Es gibt viele Glaubende, Gläubige, а верных немного. aber Treue sind nur wenige. Господь хочет, чтобы ты и я были верными пред Ним. Und der Herr möchte, dass du und ich, dass wir treu bleiben vor ihm. А в чем верность? Und worin besteht die Treue? А Бог каждому из нас что-то дал. Und Herr gibt jedem von uns irgendwas. И то, что Он нам дал, мы должны пустить в оборот Und и das, was er uns приумножить. anvertraut hat, sollen wir vermehren und was damit machen. Верность наша напрямую зависит от нашего посвящения. Unsere Treue hängt unmittelbar davon ab, wie wir uns hergeben, Или verschenken. от жертвенности нашей Von в служении unserer Богу. Opferbereitschaft in unserem Dienst. Некоторые мечтают о многом, Manche träumen über vieles, но бывают неверны в малом сегодня. aber sind manchmal auch in kleinen Dingen untreu, heute schon. Они мечтают, что они добьются чего-то великого, Sie haben Träume, dass sie was Großes und Außergewöhnliches erreichen. будучи неверны сегодня в том, что Бог ему поручил. Und gleichzeitig sind sie untreu heute in dem, was Gott ihnen heute anvertraut hat. Вы знаете, мы в каждом дне имеем поручение от Бога. Wisst ihr, wir haben jeden Tag irgendwelche Aufträge von Gott, Aufgaben. И к концу дня мы можем сказать, мы были верны Богу или были не были Und верны. am Ende des Tages können wir dann sagen, waren wir treu oder waren wir untreu dem Gott gegenüber. И это не значит, что мы не дети Божьи, если мы не верны.
das heißt nicht gleich, dass wir nicht Kinder Gottes sind, wenn wir untreu geworden sind. Потому что ребенок, когда возрастает, он бывает непослушен, и он падает, но So wie он bei einem встает. Kind, wenn er wächst, ist er manchmal ungehorsam, manchmal gehorsam, aber der steht dann wieder auf, wenn er gefallen ist und geht weiter. Итак, чтобы быть верным в великом, нужно быть верным в Treu малом. im Großen zu sein, muss man erstmal in kleinen Dingen treu sein. Прежде чем тебе похлопают на сцене, Bevor du Applaus bekommst, нужно быть верным в утомительных и трудных musst du репетициях. treu sein in langen und wiederholenden Proben, Иначе не похлопают тебе, weil sonst kriegst du keinen Applaus иначе ты ничего не достигнешь. und dann erreichst du nichts. Поэтому начинается верность совсем не здесь, на Also сцене, die Treue beginnt nicht hier auf der Bühne, а в тех кропотливом труде, когда мы каждую ноту разучиваем, когда мы разучиваем какую-то песню, sondern in diesen Proben, wo wir jede Note, jeden Ton когда мы lernen. не пропускаем наших спевок и сыговок, Wenn wir unsere Proben auch nicht verpassen, sondern jede besuchen und dort üben. когда репетиции не пропускаем. Also wenn wir die Probe nicht versäumen. И еще, перестань искать благорасположение людей, начни ходить пред лицом Божьим. Und hör auf, die Gnade bei Menschen zu suchen oder sich ihnen gefallen zu wollen und beginne vor Gott zu laufen. Многие заботятся о том, что обо мне думают люди. Viele kümmert es, was die anderen Menschen über sie denken. Как они на меня посмотрят и какое мнение обо мне будут иметь. Wie werde ich angesehen und was für Meinung dann entsteht. И часто для человека его репутация на первом месте. Und oft ist sein Ruf an erster Stelle bei einem И Menschen. не думают о том, что думает Бог о них. Und sie denken gar nicht daran, was Gott über sie denkt und was er dazu meint. И ведь многие христиане в церквах делают труд вообще не для Бога. Und viele Christen in Gemeinden, sie arbeiten gar nicht für Gott. Они делают для себя, Sie machen das für sich selber, для своего эгоизма, um eigene Ego zu schmeicheln, чтобы на них обратили внимание, dass sie gesehen werden, чтобы их похвалили и им dass sie похлопали. gelobt werden und mit Applaus geschenkt Это werden. хочет наша неумершая ветхая Das природа. ist dann unsere alte Natur, die sich danach ausstreckt. Вы знаете, мы все в этом поскольку-то согрешаем. Ja, wisst ihr, wir haben mehr oder weniger jeder von der alten Natur. Начинается с маленького. Он 2 нотки научился играть на пианино, ему уже хлопают. Es fängt klein an. Ein Kind hat zum Beispiel 2 Töne auf dem Klavier spielen gelernt und der wurde dann Он geklatscht чувствует und себя уже специалистом. der fühlt sich schon wie Fachmann, wenn er Applaus bekommt. Его мама ребенка спрашивает: детка, помоги мне вот тут в компьютере разобраться. Mama fragt, kannst du mir bitte mit dem Computer helfen? А он быстренько это все сделает и думает: ну и глупая же у меня мама. Der macht ganz schnell die Aufgaben und sagt, meine Mama ist aber nicht ganz klug. Столько лет прожила, а я-то сколько So прожил, я уже viele все Jahre знаю. lebt sie schon und kann nicht mit Computer umgehen und ich bin jetzt also jung und kann schon alles. И всегда молодые думают, и дети, и подростки, и даже юноши, что они умнее своих родителей. Und die Kinder, Jugendliche denken immer, sie seien klüger als ihre Eltern. Ну не переживайте, детки, это проходит. Aber macht euch keine Sorge, das wird schon vergehen. Мы тоже такие были. Wir waren auch früher so. Так что нам нечем хвастаться перед нашими детьми. Wir können auch nicht vor unseren Kindern mit dem Но angeben. знаете, когда это проходит? Aber wisst ihr, wann das vergeht? Когда шишек сам нахватаешься в Wenn man жизни. genug blaue Flecke dann bekommt. Когда, думая о себе высоко, задираем нос и глаза вверх, мы не смотрим под ноги свои. Wenn wir von uns zu viel denken und zu viel halten, dann heben wir unsere Nase zu hoch И когда und нос sehen nicht die поцарапаем Hindernisse себе. und fallen um. Und wenn wir da ein paar Kratzer auf der Nase haben, Когда бывает больно, Verstand, wenn es weh tut, и потихоньку приходит опыт. und nach kommt Erfahrung. Иногда мы вспоминаем про родителей своих с сожалением, Manchmal denken wir an unsere Eltern mit но их Bedauern, уже нету. aber die gibt es nicht mehr unter Lebenden. Мы хотели бы поправить себя перед ними и хотя бы попросить Wir прощения, wollten unser Verhalten vielleicht korrigieren oder um Vergebung bitten. но у некоторых слишком поздно приходит прозрение. Aber manche bekommen diese Einsicht zu Или spät. мама слишком рано с папой ушли. Oder die Eltern gehen einfach viel zu früh aus dieser Welt.
Ищите лица Божьего, Sucht das Gesicht Gottes. будьте верны в малом. Seid treu im Kleinen. Есть труд видный в церкви, Es gibt die Arbeiten, die а man sieht. есть труд за кулисами. Es gibt aber auch Arbeiten, die niemand sieht. Nie Hinter den видно. Kulissen, also unsichtbare Вот Arbeit. знаете ли, что с вашими детками занимаются вот там родители в комнатах по субботам? Wisst ihr zum Beispiel, dass mit euren Kindern Kinderstunden bestimmte Menschen dann hinter den Kulissen abhalten? И знаете, что там вытворяют ваши детки? Und wisst ihr, was eure Kinder dort machen? Нет, родители не все знают. Nicht alle Eltern wissen, was die Kinder dort anstellen. Пастор больше знает. Pastor Ему weiß доносит. sogar mehr. Как быть, пастор? Что нам делать? У нас есть трудные вопросы. Und И это говорят, знаете кто? manche kommen und sagen, was sollen wir tun? Es gibt so ein paar schwierige Fragen. Wisst ihr, wer das sagt? Тех, которых труд не виден в церкви. Diejenigen, von denen ihre Arbeit nicht И sichtbar он ist in самый der Gemeinde. тяжелый. Und diese Arbeit ist die schwierigste. И я вам скажу еще, что они теряют служение, Слово Божье не слышат. Ich sage mehr, sie verlieren manchmal Gottes Wort, sie hören das nicht. Они сдерживают свое терпение и нетерпение, чтобы как-то все-таки справиться с Und sie этим üben делом. sich in Geduld, damit sie mit den Kindern klarkommen, obwohl sie so viel Einbüße haben. И часто их не похвалят за это, а еще отругают родители, что несправедливо с их ребенком обошлись или не поняли ихнего ребенка. Und noch mehr, oft haben sie auch Nachsehen von den Eltern, weil die Eltern nicht zufrieden sind, wie man mit ihren Kindern dann umgegangen ist. Und anstatt Lob bekommt sie auch noch Kritik. Дорогие дети Божьи, кто занимается с детьми, да благословит вас Господь. Möge der Herr diejenigen segnen, die mit Kindern arbeiten Да поможет вам. und helfe ihnen. Это будет великая награда. Das wird große Dankbarkeit sein. Конечно, я благодарю тем, кто на видном месте стоит. Natürlich danke ich auch denjenigen, die Chorisты, музыканты. Musiker. Я радуюсь за вас, что вы остаетесь верны. Ich freue mich, dass ihr auch treu bleibt. Особенно верны не здесь, в халатах, а там, в комнате в холодной, когда вы репетируете. Und eure Treue zeigt sich nicht nur hier auf der Bühne, sondern umso mehr dort in den dunklen und kalten Räumen. Когда вы оставляете свои семьи, когда детей оставляете как попало или где попало, но идете на спевку и ради Wenn ihr Господа eure делаете. Familien, eure Kinder zurücklässt und geht trotzdem zu Proben. Верный в малом и во многом Der верен. im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Знаете ли, что Христос себе выбирал учеников, работников? Wisst ihr, dass Jesus als Jünger sich eine arbeitende Menschen gesucht hat? И Он выбирал их не из безработных. Der hat sie nicht von Arbeitslosen ausgesucht. Он выбирал их из успешных людей, Er hat которые уже чем-то sie занимались. erfolgreiche Menschen ausgesucht, die irgendwas schon in ihrem Leben gemacht haben. Он Петру и Андрею говорит, вы хорошо ловите Zu рыбу? Petrus und Andreas hat er gesagt, fischt ihr gut? Я вас сделаю ловцами человеков. Ich werde euch zu Fischen für Menschen machen. Другими словами, он брал тружеников и переводил их на следующий уровень. Mit anderen Worten hat er sich Arbeiter vorgenommen und hat sie auf nächste Ebene gebracht. И тебе, если ты хочешь, чтобы Господь тебя избрал на какой-то труд, тебе надо быть верным в малом, Und wenn du möchtest, dass Gott dich auserwählt für irgendwelche besondere Aufgabe, dann musst du im Kleinen treu sein, чтобы Господь перевел тебя на следующий damit Gott dich auf сезон. nächste Level bringen kann. Вы знаете, если Он сделал Господь работниками своими, то посвящение и желание для Господа было у них в сердце. Wisst ihr, der hat diejenigen zu seinen Arbeitern und Jüngern gemacht, die tief in ihnen eine Widmung für Gott haben, die bereit waren, sich ihm zu widmen. Поэтому Бог будет искать жертвенных и ревностных, Deswegen wird Gott Opferbereite und посвященных, жаждущих. die wirklich danach streben und Durst haben. Тогда ты будешь успешен и в большем. Dann wirst du auch in größeren Sachen Erfolg haben. Но знаете, ленивых, Aber die Faulen, равнодушных, Gleichgültigen,
Выбери на любой труд, они завалят этот труд. Wenn man ihnen irgendwelche Aufgabe oder Arbeit verschafft, die werden das ohne Erfolg. Поэтому Господь сегодня ищет жнецов или же работников на Ниве. Heutzutage Arbeiter für den Feld, für die Ernte. И Он будет выбирать имеющих ревность. Und er wird diejenigen aussuchen, die eifrig sind. Другими словами, например, ты хочешь стать евангелистом, Mit пастором, anderen Worten, du willst zum Beispiel ein Prediger sein, Evangelist oder Pastor oder ein Mannschaftsleiter. только тогда, когда Бог увидит в твоем сердце неравнодушие к погибающим Aber людям. das wird nur dann passieren, wenn Gott in deinem Herzen erkennt, dass du nicht gleich Когда ты не будешь безразличен к этому. umkommen, wenn es dich nicht egal sein wird, И Бог тебя выберет и поставит на больше. dann wird dich Gott aussuchen und für was Besseres und Größeres bestimmen. Твое будущее призвание в тебе уже связано с твоим настоящим Deine сейчас. zukünftige Bestimmung hängt schon von deinem jetzigen Zustand ab. Другими словами, от твоего теперешнего поведения и труда сегодняшнего будет Von deinem зависеть твое Verhalten und будущее. deiner Arbeit heute hängt deine Zukunft ab. Многие бы не хотели сегодняшнего иметь, мечтают о будущем. Больше. Manche möchten heute das nicht machen, aber träumen schon von größeren Dingen in Zukunft. Пока ты не научишься людям служить в малом, Бог не поставит тебя людям служить в большем. Solange du nicht gelernt hast, den Menschen im Kleinen zu dienen, wird Gott dich nicht stellen können für größere Aufgaben. О, как бы я хотел, когда я объявляю, что нужно еще кому-то помочь там убираться в туалетах в церкви, Wie gerne hätte ich, wenn ich jemanden rufe, dass er hilft, zum Beispiel beim Dienst, чтобы был лес рук, dass man sehr viele erhobene Hände и sieht. пастор стал бы перед проблемой, кого же из них выбрать. Und ich als Pastor vor Problemen stehen würde, wen soll ich jetzt nehmen? Я верю, что придет это время, когда Дух Святой потревожит наши сердца. Und ich glaube, dass es noch die Zeit kommen wird, wo Heiliger Geist uns so Я erschüttern не wird. хочу никого упрекать. Ich will jetzt keine Vorwürfe machen. Я только хочу показать, Ich will что nur zeigen, если мы в малом неверны, wenn wir im Kleinen untreu sind, то Бог не доверит нам больше. dann kann Gott uns nicht mehr anvertrauen. Мне многие говорят, мне не нравится настоящее, мое настоящее. Viele sagen, ich mag meine gegenwärtige, also meine jetzige Zustand. Меня не понимают, не Ich ценят в werde этой nicht церкви. verstanden, ich werde nicht geschätzt in dieser Gemeinde. Меня не замечает пастор. Pastor guckt auf mich nicht, Слушай, ну тебя же замечает Христос. aber Christus sieht dich doch. Христос тебя любит. Und Christus liebt dich. Пастор Liebt dich. действительно может с большими недостатками быть. Ja, Pastor kann auch Mängel haben. Некоторые хотят в пасторе видеть идеального христианина. Manche wollen in einem Pastoren einen idealen Christen sehen. Тогда он должен ходить уже в духовном теле, Dann soll er schon im geistlichen Leib wandeln, как Христос после воскресения. so wie Jesus nach der Auferstehung. Но пока он в простом теле, то он со всеми своими Wenn er слабостями. einfach im Fleisch ist, hat er noch die menschlichen Schwächen. И знаете, что вам придется вмещать своего пастора с Und ihr недостатками. werdet Pastor so annehmen müssen, wie er ist. А еще больше хочу сказать, идеального пастора не найдете. Und noch mehr, ich will sagen, dass man keinen ideellen Pastor И hat. идеальной церкви не Es gibt существует. auch keine ideelle Gemeinde. Поэтому нам нужно просто отвечать за свое. Deswegen sollen wir einfach Verantwortung tragen für das, was Что uns поручил тебе vertraut, Господь? was dir Gott als Aufgabe gegeben hat. Ведь не пастор призвал. Пастор звал голосом вас к Богу, но призвал вас Дух Святой. Weil nicht der Pastor hat euch berufen. Pastor hat zwar gerufen, aber berufen hat er derjenige mit dem Heiligen Geist. Дух Святой тревожил ваше сердце. Der Heilige Geist hat an eurem Herzen berufen. Дух Святой дал осознание ваших грехов. Der Heilige Geist hat euch zu verstehen gegeben, wie sündig ihr seid. И вы с умилением вышли и покаялись пред Богом. Und ihr seid nach vorne gekommen und habt Buße getan. Тебя и сегодня зовет сам Христос идти за Ним. Auch heute ruft dich Jesus, ihm nachzufolgen. И Он приготовил для тебя путь превосходнейший. Er hat für dich auch den höchsten Weg. У Него предназначение для тебя гораздо больше, чем ты сегодня имеешь. Er hat für dich viel mehr bestimmt, als du jetzt heute hast.
Я повторю, будьте внимательны. wiederhole У тебя nochmal. предназначение от Господа гораздо больше, чем ты сегодня Deine имеешь. Bestimmung von Gott ist viel größer, als du die jetzt hast. Нам нужно только быть верными в сегодняшнем. Wir müssen nur treu sein in heutigen Sachen. Что ты сейчас делаешь? Was machst du jetzt? Что тебе поручено Богом? Was hat dir Gott auferlegt? Кому ты служишь? Wem dienst du? Или ты ждешь только, чтобы тебе послужили? Oder erwartest du nur, dass es dir gedient wird? С такого человека не получится служителя. Also so ein Menschen kann kein guter Diener werden. Служитель — это тот, который не которому служат, а который служит другим. Ein Diener ist derjenige, der nicht erwartet, bedient zu werden, sondern dient selber. Пастух настоящий не тот, который палкой бьет овец и пинает Der пинками, echte Hirte ist nicht derjenige, der seine Schafe schlägt, а тот, который может взять раненую на руки, sondern derjenige, der verletztes Tier auf die Arme тот, nehmen который kann, может перевязать раны. das die Wunde verbinden kann. Служение — это трата времени своего, Und усилий, Dienst ist auch Zeit und Mühe. это жертва. Das ist ein Opfer. И нам нужно в тебе, как в семени, есть все, чтобы тебе стать плодоносным деревом. Und du hast alles, was auch im Samen enthalten ist, um zu einem mächtigen Baum zu werden. Другими словами, ты не имеешь никакого недостатка, чтобы принести плод Богу. Dir fehlt nichts, um Gott eine Frucht bringen zu können. То я ничего не могу. Ich kann doch nichts. Это не из Писания. Das ist nicht aus der Schrift. Это мнение тебе вложил разум дьявол. Diese Meinung hast du vom Teufel Все bekommen. могу в укрепляющем меня Иисусе. Ich kann alles, in dem Это из er mich Писания. geschaffen hat. Das ist aus der Schrift. Да, я немощный. Через немощь как раз Бог проявляется в силе своей. Aber durch deine Ohnmacht zeigt sich Gott in ganzer seiner Kraft. Бог не берет сильного и делает с него еще сильнейшего. Der Herr nimmt sich nicht einen Starken und macht ihn noch stärker. Бог берет немощного, кто чувствует свою немощь Der Herr nimmt einen и Ohnmächtigen, неспособность. der spürt, dass er keine Через Kraft него hat Бог und всегда keine может сделать Fähigkeiten. больше. Und durch ihn kann Gott viel mehr machen. Тебе нужно пройти определенный процесс. Du musst einen bestimmten Prozess durchlaufen. Как семя, ты должно сохраняться сначала в амбаре, So wie ein сухом, Samenkorn musst du erstmal am Lager sein, im trockenen Lager. где тебя обхаживают, Dann wirst du dann versorgt. где тебе служат, Dir wird dann gedient. вокруг тебя создают атмосферу, Um dich herum wird eine richtige Не было Atmosphäre сыра. geschaffen, dass es dir nicht so nass ist, чтобы, не дай Бог, ты не сгнил. dass du um Gottes Willen nicht stirbst. Но Господь говорит, наступает время, когда тебя бросят в землю сырую. Aber der Herr sagt, es kommt auch die Zeit und du wirst in kalte Erde geworfen, in kalten Boden. О, это ужасно после сухого амбара. Und das fühlt sich aber nicht so gut an nach dem trockenen Lager. Но ты будущее плодоносное дерево. Aber in Zukunft sollst du ein fruchtbares Baum И werden. тебе нужно этот процесс пройти Du обязательно. musst diese Entwicklung durchlaufen. Холод, сырость, Kälte, темно. Feuchte, Dunkelheit. Начинает что-то лопаться в тебе, привычная Irgendwas кожура platzt in лопается. dir, also deine gewöhnliche Haut zerbricht. И начинает пробиваться жизнь. Und ein Leben entkommt aus diesem Samen. И потом росточек из земли выходит. Und ein Sprössling bricht die И Erde это durch. еще не все. Das ist aber noch nicht alles. Еще ты нуждаешься в уходе. Du brauchst noch Pflege. Но не всегда за тобой будут ухаживать. Нужно научиться служить другим. Man muss vor allem lernen, den anderen zu dienen. Нужно научиться и вырасти деревом, чтобы подошли к тебе и сорвали плод, и кого-то ты накормил. Wir müssen zu einem Baum werden, der Früchte trägt, dass wenn jemand zu uns kommt und diese Чтобы- Früchte isst, dass er was davon hat. Из твоего чрева потекла река Dass воды aus живой. deinem Bauch ein Fluss vom Чтобы lebendigen ты Wasser, научился утешать, dass du lernst, andere zu trösten, укреплять, sie zu stürzen, поднимать ослабевших, die Schwachen zu erheben, обиженных утешать. die beleidigt sind, zu trösten. К этому призвал тебя Господь. Das hat dir Gott aufgetragen. Будь верным в малом.
Sei treu im Kleinen. А это означает радоваться себе такому, как ты есть. Das bedeutet, froh über sich zu sein, so wie du bist. Но у Господа, запомни, о тебе есть больше. Aber Gott hat für dich mehr. Он приготовил и планирует о тебе больше. Hat vorbereitet und er hat mit dir mehr vor. Некоторые пророки говорили: я молод, Господи, что я могу сделать? Manche Propheten haben gesagt: Herr, ich bin doch so jung, ich kann Он doch говорит: nichts не machen. говори, что ты молод. Und da sagt der Herr: Sag nicht, dass du zu jung bist. Пойдешь и что повелю скажешь. Du wirst hingehen und das sagen, was ich dir befehle. Другой говорит: Господи, и племя мое бедное, и Der род мой andere sagt: ничтожен. Mein Geschlecht und meine Familie sind so arm und so nichtig. И я меньше в Und ich семье. bin der Kleinste in der Familie. Но он говорит: иди, я Aber буду der с Herr sagt: Geh тобой, hin, ich werde mit dir sein. и ты совершишь. Und du wirst es vollbringen. Говорит: кого тут не хватает среди моих братьев? Не хватает самого меньшего. Ну, пасти остался стадо, о Давиде, помните? Wisst ihr noch, wie über David gesprochen war? Der hat sich die Brüder angeschaut und sagt: Wer fehlt hier noch? Und das war der Kleinste, der irgendwo auf der Wiese noch nach Но Schafen geguckt Бог hat. о нем, ему предназначил нечто Aber великое. gerade für ihn hat Gott etwas Großes vorbestimmt. Поэтому и о тебе Бог имеет нечто большее, чем ты Deswegen hat есть. auch Gott für dich etwas Größeres, als du jetzt denken kannst. И Он, начавший в тебе этот процесс, доведет его до Und das, конца. was er in dir angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Он быстрее совершится, соответственно того, насколько ты меньше будешь сопротивляться. Und das wird so schnell vorangehen, wie wenig wie wenig du Widerstand leistest auf diesem Weg. Римлянам 12:16. Будьте единодушны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Смирение – это как раз дорога Духа Святого к нам. Demut ist gerade der Weg vom Heiligen Geist zu uns. Если ты настолько увлекся мечтой о будущем, что игнорируешь сегодняшний процесс над собою или над тобою, Wenn du so für deine zukünftige Träume brennst, dass du Jetziges ignorierst, что ты можешь сегодня? was kannst du heute? За что ты ответственен в теле Христовом? Wofür trägst du Verantwortung im Gottesleib? Каково твое отношение к малому? Wie ist diese Einstellung К малому. zum Kleinen? Wie ist deine Einstellung zum Kleinen? У тебя есть поручение от Господа, и насколько ты в этом веришь? Du hast Auftrag von Gott, aber wie treu bist du dann in diesem Auftrag? Вы думаете, если вы не стоите за кафедрой, не поете в хоре и не играете на музыкальном инструменте, то больше делать нечего в церкви? Glaubt ihr, wenn ihr nicht zufällig Pastor seid oder nicht im Chor singt, dann gibt es keine anderen Aufgaben mehr in der Бог Gemeinde? тебе поручил твоих соседей, Gott hat dir deine Nachbarn anvertraut, арбатсколлег. deine Arbeitskollegen, Бог поручил тебе жену твою и мужа. deinen Ehepartner, Бог поручил детей твоих. deine Kinder hat er dir Мы anvertraut. уже слышали о том, что мы ответственны за воспитание Wir haben детей. schon gehört, dass wir zuständig sind für die В Erziehung. этом всем нам нужно быть верными. Und wir sollen in allen diesen Sachen treu sein. И тогда Бог смотрит больше. Und dann kann Gott mehr für uns machen und zu größeren bestimmen. Если ты что-то еще можешь, посмотри, что ты можешь сделать в церкви. Wenn du noch irgendwas machen kannst, dann schau dich, Простые vielleicht kannst вещи. du was in der Gemeinde machen. Auch Когда einfach, сегодня закончится служение, wenn heute Gottesdienst zu Ende ist и ты будешь выходить из церкви, будет лежать бумажка, und подними du ее. aus dem Haus Gottes gehst und ein Papierstück auf dem Boden siehst, dann Там на gibt es, столиках дети насорили, кушали. oder da auf dem Не Tisch пройди haben die мимо, Kinder просто gegessen домой und пошел. ein paar Krümel gelassen. Geht nicht vorbei, nimm das einfach weg. Согреби эти крошечки, брось в мусор. Sammel einfach diese Krümel und kannst dann Там листочки упали с дерева, лежат прямо в коридоре. Die Blätter sind zum Beispiel auf den Boden gefallen und liegen einfach im Flur. Ну нагнись, подними их. Dann kannst du dich beugen und diese Это хорошая aufheben. тренировка для твоей Das ist gute спины. Übung für den Rücken. Это здоровье крепче будет. Deine Gesundheit wird nur stärken. А ты знаешь, даже это ангел отнесет к Богу, твоему отцу скажет, он даже листочки поднял. Diese Kleinigkeit wird dann auch durch Engel auch Gott bekannt sein. У Бога не бывает ничего незамеченным. Gott sieht alles, lässt nichts unbeachtet.
Дорогие, ну найдите себе труд. Meine Lieben, Церкви. sucht eine Arbeit für euch in der Gemeinde. И мы слышали, помните, о 12 учениках. Wir haben schon gehört über 12 Jünger. Кто сегодня хочет быть благословенным у Господа? Wer Поднимите möchte heute руку. gesegnet sein beim Herrn? Кто хочет быть исполнителем повелений Господних? Wer Поднимите will die руку. Befehle erfüllen von Gott? Итак, я продолжаю. Бог поручил нам Ich mache идти weiter. Gott hat и uns благовествовать aufgetragen, zu Евангелие. gehen und so gute Nachricht zu verkünden. Если ты хочешь быть верным, малым, Wenn du treu sein willst im Kleinen, Бог не посылает тебя сразу в Африку или der куда-то. Herr schickt dich nicht sofort nach Afrika oder sonst. Он посылает тебя, я уже перечислял, к тем, среди которых ты живешь. Er sendet dich zu denjenigen, unter denen du lebst. Скажи им слово любви Sag Христовой. ihm Wort der Liebe Christi. Сделай маленькое доброе дело твоему Mach eine соседу. kleine gute Sache für deinen Nachbarn. Я уже надоел всем с пирожками и с гребелями там Ich lege какими-то. schon allen in den Отнеси русской еды своему соседу кусочек Aber bring торта вкусного. was Leckeres И für скажи deinen это просто Nachbarn так, und sag das einfach so по-соседски. auf Nachbarschafts, also für die Nachbarschaft. И не придумай сразу навязывать ему весь о Христе. Aber denk nicht dran, ihn sofort mit deinen Worten zu Твои bewerten. дела должны далеко впереди быть твоих Deine слов. Werke sollen vor dir folgen, vor dir gehen. Слушай, у нас столько поручения, и мы часто неверны в малом. Wir haben so viele Aufgaben, so viele Aufträge und sind oft im Kleinen untreu. Мы иногда что-то планируем доброе, но так и не находим время совершить. Wir planen manchmal etwas Gutes, aber finden keine Zeit, das auch zu machen. Мы все это откладываем, Wir говорим, schieben когда-то мы das für сделаем. die Zukunft, verschieben das auf weitere. Irgendwann werden wir das schon tun. Совсем другое время, Aber es kommt ganz andere Zeit noch. когда все может стать по-другому. Und alles wird anders werden. И мы упустили возможность. Und wir werden die Möglichkeit verpasst haben. Я хочу сказать, что строительство церкви это не будет всегда. Ich möchte sagen, dass zum Beispiel Bau des Gemeindehauses wird Кто-то auch nicht вкладывает ewig туда dauern. свою лепту, Jemand legt seinen Anteil, кто-то отправляет денежку на конто строительное, manche überweisen Geld auf das Konto, а кто-то своими руками помогает manche там. arbeiten mit eigenen Händen. Но это время закончится. Aber diese Zeit wird auch irgendwann zu И Ende sein. больше ты не будешь участвовать в этом проекте. Und du kannst nicht mehr an diesem Projekt teilnehmen. И это пройдет, Und es wird vergehen и не вернется. und kommt nicht mehr zurück. Но мы упустили возможность. Aber wir haben schon da die Möglichkeit verpasst, treu zu sein. И мы прочитали, не думайте о себе много, но Wir haben думайте. vieles entdeckt. Скромно. Halt euch nicht für klug, sondern seid bescheiden. Другими словами, не мечтайте о большем, будьте верны меньше. Mit anderen Worten, denkt nicht an Größeres, sondern Это seid та же treu мысль. in kleinen Dingen. Das ist dieselbe, also derselbe Это Gedanke. свойственно всем нам. Das ist für uns alles eigen. Думать о себе больше. Für uns selber für größer zu halten. Многие в беседе бывают очень разговорчивы, их трудно остановить. Manche sind im Gespräch so gesprächig, dass man sie nicht stoppen kann. Они все знают, они готовы всех учить. Die wissen alles und sind bereit, alle zu belehren. Но мудрость в том, чтобы уметь слушать. Aber die Weisheit besteht darin, hören zu können. Чтобы учить, тебе нужно пройти в данном вопросе все от семени до плодовитого дерева. Lernen zu können, musst du von dem Samen bis zum Baum wachsen. Если у тебя еще маленькие дети, не пытайся учить других родителей о воспитании. Wenn du noch kleine Kinder hast, dann brauchst du nicht anzufangen, andere zu belehren, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Потому что учат родители в основном уже подросшие дети и большие дети. Weil, lehren hauptsächlich die Eltern, die schon ein bisschen größere Kinder haben. Если ты 2 месяца в браке, не пытайся других учить, как нужно жить в семейной жизни. Wenn du nur seit 2 Monaten verheiratet bist, dann lehre niemanden, wie man Eheleben lebt. Пройдет время, Es wird Zeit научишься большему. vergehen, du wirst mehr lernen und dann kannst du. Вот почему нам необходимы испытания, которые Бог допускает нам в жизни, Deswegen brauchen wir auch die Prüfungen, die Gott in чтобы unserem учить Leben нас и zulässt, воспитывать. damit er uns lehren und erziehen kann. Через испытания мы видим, насколько мы выросли. Durch die Prüfungen sehen wir, wie groß wir gewachsen sind.
Приходит испытание и показывает нас. Es kommt Prüfung und dann sehen wir uns in... Бог и без испытания нас знает. Auch ohne Prüfung kennt uns Gott. А вот для нас нужны испытания. Aber für uns brauchen wir das. Чтобы мы не думали о себе много, Dass wir uns nicht für а vernünftig думали halten, по мере веры. sondern nach dem Maß der Glaube. И знаете, очень легко увидеть, если ты еще умеешь легко обижаться, Und man kann ganz gut erkennen, wenn du noch ganz leicht beleidigt wirst, бей тревогу об dann своей schlage обиде. Alarm. Потому что обида – признак младенчества. Weil Beleidigung ist ein Zeichen, dass du noch ein Säugling bist. Да, но и обижать нельзя. Manche kann man gar nicht beleidigen. Правда, нельзя. Но и они всегда будут. Ja, das stimmt. Auch wenn man sie nicht beleidigt, Если werden sie не тот, кто beleidigt. этот обидит тебя, Wenn nicht обязательно. einer, dann der andere. Нам нужно побеждать обиду. Und wir sollen diese Beleidigungen überwinden. И Господь говорит, Und der Herr sagt, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами ich во konnte mit Христе. euch nicht sprechen wie mit geistlichen Wesen, sondern mit fleischlichen. И далее он говорит, если один говорит, я Павлов, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Und weiter sagt, wenn einer behauptet, er wäre von Paulus, der andere von Apollos, dann seid ihr doch fleischlich. Кто Павел, кто Аполлос? Wer ist Paulus, wer ist Apollo? Они только Wir служители, sind nur Diener, через которых вы уверовали. durch welche ihr geglaubt habt. Я насадил, Ich habe ausgesät, Аполлос поливал, Apollos hat gegossen, но взрастил Бог. aber der Gott hat es zum Wachsen gebracht. Поэтому, если мы с вами спорим, кому мы принадлежим и Weil кто, wenn wir uns streiten darüber, zu wem wir это gehören, говорит о нашем плоском состоянии. das spricht über unsere fleischliche Verfassung. Мы должны смотреть на Господа. Wir sollen auf den Herrn schauen, Взращивает Он. weil der bringt es zum Wachsen. Есть люди поливают, Es есть gibt Menschen, die заботятся. gießen, die sich darum служат. kümmern, dienen. Слава Богу за таких Ehre служителей. sei Herr für solche Diener. Их нужно почитать. Die sollen wir auch achten. Но преклоняемся и почитаем особым образом нашего пастора Господа Иисуса. Aber uns beugen und auf besondere Weise zu ehren sollen wir nur unseren Pastoren Jesus. Снисходя друг к другу и прощая взаимно. Wenn wir aufeinander eingehen und uns gegenseitig verzeihen, Если кто на кого имеет жалобу. wenn uns jemand was zugefügt hat. Все начинается с малого. Alles beginnt mit dem Kleinen. Сегодня ты борешься с обидой. Heute kämpfst du mit Beleidigung. Тебе трудно простить твоего обидчика. Es fällt dir schwer, ihm zu vergeben. Но тебе это допустил Бог не случайно. Aber das hat dir Gott nicht zufällig Тебе zugelassen. нужно в этом малом оказаться верным. Du musst in dieser kleinen Prüfung treu werden. И, конечно, сегодня это кажется совсем не малым, а ужасно большим. Also, wenn du in dieser Sache steckst, dann scheint es ganz Как groß zu можно sein. так поступить? Wie kann man nur so handeln? Да я ему всем сердцем служил, Ich habe mit dem я его ganzen Herzen любил. gedient, ihn geliebt. А он что со мной Und was hat сделал? er mir angetan? И ты считаешь это малым? Findest du das wenig? Но когда ты в этом процессе прощения станешь специалистом, Aber wenn du in dieser Vergebung dann zu einem Fachmann wirst, ты будешь вспоминать с улыбкой на лице du свои wirst es mit первые dem трудные Lächeln dran прощения. denken, wie schwer das dir am Anfang gefallen hat. Скажите, как трудно бывает матери простить подростка, который вырос и похабно разговаривает с ней? Sagt, wie schwierig fällt es einer Mutter, zum Beispiel einem Jugendlichen zu verzeihen, der mit ihr auf На немецком нет такого слова. der mit ihr schlecht redet oder sie beleidigt. Но я скажу вам интересно еще что. Одна мать говорит, дитя мое, как ты со мной разговариваешь? Eine Mutter sagt, mein Kind, wie sprichst du mit mir? Я же тебя кормила грудью. Ich habe dich doch gefüttert, mit meiner Brust gestillt. А он гордо отвечает, подумаешь, куплю тебе пару ведер молока и будь довольна. Und er sagt ganz stolz, ich kaufe dir ein paar Eimer Milch und dann sind wir quitt. Понимаете? Но мать умеет и таких прощать. Aber stellt euch vor, die Mutter kann auch solche vergeben. Почему?
Warum? Потому что любит. Weil sie die liebt. Потому что он дорого достался ей. Weil sie hat ihn ganz teuer. Потому что она в болях родила его. Sie hat ihn mit Schmerzen geboren. Потому она что прижимала к своей груди не только потому, чтобы его покормить, но он дорог ей. Und sie hat ihn nicht nur gestillt, sondern sie hat ihn umarmt, weil er ihr so wichtig А war. какая цена у любви Und welchen Preis hat die Liebe? материнской? Mutterliebe. Как ты хочешь заплатить за нее? Wie willst du für die zahlen? Но если мы любим, нам легко прощать. Aber wenn wir lieben, dann fällt es uns nicht schwer zu vergeben. Может быть, вы видели, идет суд, судят сына, и мать сидит в зале. Vielleicht habt ihr schon Gerichtsverhandlungen gesehen. An der Anklagebank sitzt Это so преступник, убил ни одного человека, Dieser Verbrecher hat zum Beispiel viele Menschen getötet. а мать готова за него идти. Aber die Mutter ist bereit, für ihn ins Gefängnis zu gehen. И мать умоляет судью, пожалуйста, Und die Mutter bittet простите Richter, его. bitte verzeiht ihm. Материнская любовь, родительская любовь Mutterliebe, Elternliebe не имеет границ. hat keine Grenzen. Мать умеет прощать. Mutter kann Мы vergeben, научимся прощать, если научимся по-настоящему wenn любить. wir auch lernen, richtig zu leben, wirklich zu lieben. Ведь наваляющегося пьяницу, можно сказать, свинья, нажрался, так тебе и надо. Wenn zum Извините Beispiel за слова. einen Betrunkenen auf dem Boden liegen, ganz schmutzig, dann können wir sagen, der hat es verdient, er Schwein, hat sich besaufen. А можно сказать, бедный, несчастный, до чего тебя довел? Aber man kann es auch anders Дьявол. sehen. Du Armer, zu welchen Sachen hat dich der Teufel И getrieben? сердце наполняется Und сожалением. dann ist unser Herz mit Mitleid erfüllt. Наркоман, невменяемый. Drogenabhängiger, der nicht mehr in sich ist. Можно сказать, я таких видеть не хочу. Man kann sagen, ich will solche nicht sehen. А любовь принимает и таких в дома Aber die Liebe и пытается рассказать им об nimmt Иисусе. solche auch in speziellen Häusern auf und versucht ihnen über Jesus zu erzählen. Любовь умеет прощать любые обиды. Die Liebe kann alle möglichen Verletzungen verzeihen. Нам нужно усилие и постоянство, чтобы Wir победить себя. brauchen Mühe und Beständigkeit, um uns selber zu besiegen und zu überwinden. И пусть Господь сегодня расположит наши сердца к Möge тому, Gott heute unsere Herzen öffnen, чтобы любить людей, dass wir die Menschen lieben können, чтобы служить им, dass wir ihnen dienen können, чтобы побороть свой эгоизм, dass wir unser Egoismus bekämpfen, себялюбие, unsere Selbstsucht, чтобы не прожить жизнь только для себя, dass wir unser Leben nicht nur für uns leben, чтобы наши руки не научились грести только к себе, dass unsere Hände nicht nur lernen, alles auf uns hinzuschaufeln, потому что блажение давать, нежели weil seliger принимать. ist zu geben als zu nehmen. Чтобы наши молитвы направились к Богу за погибающих людей Dass unsere вокруг нас, Gebete zu Gott gerichtet sind für die Menschen, die um uns herum sterben. чтобы в конце концов мы могли выполнить наше поручение Dass wir от letztendlich Господа, imstande sind, unseren Auftrag von Gott zu наше erfüllen предназначение, Господи. und unsere Bestimmung zu erfüllen. Ты не предназначен сидеть в церкви и только брать. Du bist nicht bestimmt, nur in der Gemeinde zu sitzen und zu nehmen und zu nehmen. Ты приходишь, чтобы послушать, поучиться и уйти. Du kommst, um zu hören und zu lernen und weiterzugehen. Я тебе сразу скажу, ты слишком растолстеешь, Ich sage dir schon, du wirst zu dick werden. ожиреешь. Du wirst verfettet sein. Тебе нужно научиться отдавать то, что Du ты musst слышишь. lernen, abzugeben, was du schon gehört hast. Тебе нужно то, что ты получил, отнести и поделиться с Das, was другими. du bekommen hast, musst du mit anderen teilen. Та радость, которая в духе твоем, в сердце твоем, отнеси и поделись ею. Deinem Geist, die du hast, du musst es teilen mit anderen. Расскажи, что сотворил с тобою Господь. Erzähle, was Herr mit dir gemacht hat. И не держи только в себе. Und halte das nicht für sich. Если ты хочешь, чтобы в твоем сердце умножилось, тебе нужно раздавать. Wenn du möchtest, dass diese Freude in deinem Herzen vermehrt wird, dann musst du die teilen mit anderen und И только verbreiten. кто раздает, тому умножит Господь. Der verteilt und gibt, bei dem kann das Gott vermehren. Если ты хочешь быть богатым в Боге, Wenn du reich in Gott научись sein wirst, lerne, раздавать людям. an Menschen weiterzugeben. Я сейчас говорю о той благодати Божьей, Ich spreche которую ты jetzt über получил. diese Gnade Gottes, die du bekommen hast. Пусть Господь поможет и мне, и вам, дорогие, Möge Herr mir und euch helfen, meine Lieben, быть жертвенными, opferbereit zu sein. чтобы позволить Духу Святому Und dass wir произрасти dem Heiligen Geist нашему семени erlauben,
укрепиться нашему wachsen zu ростку, lassen und unser Spross zu stärken. стать хорошим деревом Dass wir ein gutes, starkes Baum werden и кормить других своими плодами. und die anderen mit den Früchten satt И machen. даже сам Господь, написано, придет в сад свой, в церковь свою, Und der Gott selber kommt in seinen Garten, чтобы вдыхать прекрасные ароматы сада um своего wunderschöne Aromen aus diesem Garten и питаться einzuatmen сладкими его плодами. und diese süße Früchte zu essen. Хочешь быть участником в трапезе Господней? Möchtest du teilnehmen an diesem Mahl Gottes? Бог предназначил тебе великое. Gott hat für dich Großes bestimmt. Хватит прозябаться в религии. Es reicht, in der Religion zu verkrümmen. Хватит тебе находиться здесь и толстеть духовно. Es reicht hier einmal nur zu sitzen und im Geist zu fetten. Шевели своими членами. Beweg deine Hände und Füße. Иди скитающимся. Geh zu den Unglücklichen. Тренируй свои мышцы. Trainiere deine Muskeln. Духовное мышление. Geistige Способность проповедовать. Denkweise und Fähigkeit zu Способность predigen. свидетельствовать. Fähigkeit, Zeugnis Служи abzugeben. людям, молись за них. Und diene den Menschen, indem du У тебя есть власть для освобождения от бесов. Du hast Macht, die von У Dämonen zu тебя есть befreien. власть исцеления больных. Du hast Macht, Kranke zu heilen. Тебе отдал Господь все, Gott hat dir alles gegeben. а мы только себе. Und wir schaufeln das nur auf uns Господи, zu. дай. Herr, gib Господи, mir. исцели. Heile mich. Господи, у меня проблема. Ich habe Probleme, hilf mir. У тебя только проблема. Du hast ein Problem. Ты посмотри на проблемы других. Schau dich um, gucke auf die И Probleme von пусть твое anderen. сердце наполнится любовью к людям. Und dein Herz soll mit Liebe zu den Menschen Господи, gefüllt werden. помоги и мне, уча Herr, hilf других, не mir остаться в auch, wenn неверии. ich andere lehre, dass ich nicht ohne bleibe. Мы будем петь песню. Wir werden jetzt ein Lied singen. Таков, как есть. So wie ich bin. Скажу вам, дорогие, если Дух Божий сегодня касался, Ich не sage знаю, euch, как wenn der вас, Heilige Geist heute berührt hat. я и для себя сегодня говорил, Ich habe auch heute für mich gesprochen. это очень важное напоминание от Das Духа ist eine Святого. wichtige Erinnerung vom Heiligen Geist. И я скажу, что нам нужно, мы встанем, дорогие, Wir stehen auf. нам нужно огня от Духа Wir brauchen Святого. Feuer vom Heiligen Geist. Но двери твое сердце для огня никто не откроет, кроме Aber die тебя. Tür in deinem Herzen für dieses Feuer kann niemand öffnen außer dich. Ревность Божья, она сама не пролезет в твои щели, ты должен открыть. Und Eifer nach Dверь. Gott kann nicht in die Spalte reindringen. Du musst die Tür Ревность это твое, Und dieses Eifer gehört dir. а огонь Божий это огонь Божий. Und Gottes Feuer ist Gottes Feuer. Впусти огонь Божий в твое Lass сердце, в das твою Feuer in жизнь. dein Herz und in dein Leben. Давайте вместе скажем, я не хочу так жить, Sagen wir zusammen, ich will nicht so я leben. хочу жить по-другому. Ich will anders leben. Я предназначен больше. Ich bin bestimmt für Größeres. Господь, помоги мне исполнить Herr, волю hilf Твою. mir, dein Wille zu tun. Аминь. Amen. И мы поем песню, Wir если singen ein Lied, таков, как есть. so wie ich Если bin. кого-то Дух Божий касается, Wenn der Heilige Geist jemanden berührt, вы можете выйти вперед ihr könnt nach vorne kommen и сказать Господу. und dem Herrn sagen, Кто-то, может быть, хочет впервые помолиться Господу и сказать, Господи, прости. vielleicht möchte jemand zum ersten Mal Я хочу стать на Твой путь. sagen, verzeih mir, ich will auf deinen Я Weg хочу жить stellen. по-другому. Ich will anders leben. Я хочу перейти от тьмы к свету. Ich will aus der Dunkelheit ins Licht gehen. Я хочу иметь эту радость Ich möchte небесную. diese himmlische Freude in mir haben. То Бог вам помощь. Сегодня вы можете выйти сюда, я с вами помолюсь. Ihr könnt nach vorne kommen. Ich werde zusammen mit euch beten. Будем петь эту песню, кого Wir касается Дух singen jetzt ein Святой. Lied. Wer spürt es in der Можете Herz выйти